Adi Totoro ist abgesehen von diesen Kollaborationen noch für seine... Sieht gut aus. Nee. Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu dem neuen Video auf dem Kanal. The fuck? Wir haben so ein bisschen mitgeschrieben, was ist der Raum in der Schweiz, der am meisten halt? Dann sind wir in den Raum gestoßen, weil der Halt. Wow. Was ist das für ein Raum? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das für ein Raum kann sein kann? Also wir wissen es gar nicht, was das für ein Raum kann sein. Nein, der Anlass für das Video ist, dass wir es absolute YouTube-Stars, wir beide, haben es in die Zeitung geschafft. Blick am Abend. Diese YouTuber sollte man kennen. Ja, das ist der Titel, den ich komplett schreiben kann. Du bist weit daneben. Weit daneben. Was früher die Spice Girls, Friends oder Bob Ross waren. Bob Ross. Hello, I'm Bob Ross. Sind heute YouTuber. Doch es scheint, als könnten Eltern einfach nicht nachvollziehen, was ihre Kinder an diesen Leuten so besonders finden. Ja, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist quasi für die Eltern. Ja, das ist ein Ratgeber für die Eltern. Das ist ein Ratgeber für die Eltern, okay. Was man vorab wissen sollte. YouTube funktioniert grundsätzlich wie ein Fernseher. Man schaut auf der Plattform die Sender respektive Kanäle, für die man sich interessiert. Hinter den Kanälen stehen meistens einzelne Personen. Das wären wir. Das wären wir. Man kann einen Kanal aber auch als Paar, Firma oder Gruppe erstellen und Videos hochladen. YouTuber laden zum größten Teil Videos zu einem Themenbereich auf ihrem Kanal. Es gibt Beauty-YouTuber, Lifestyle, Gaming, Nachrichten und so weiter. Hier also jeweils 3 bekannte YouTuber zu den wichtigsten Themenbereichen. Du kannst nicht einfacher oder dümmer erklären, was YouTube ist oder wie es funktioniert. Man kann ein Paar aber auch als Paar, Firma oder Gruppe erstellen. Tja moin. Okay. Ja, okay. Wir gehen jetzt auch mal ein bisschen durch, wer da so AG ist. Zum Beispiel Beauty-Kanal haben wir Nikki Tutorials, James Charles. Ich habe das Gefühl, die Eltern, die werden nicht wirklich schön werden. Die brauchen so Beauty-Kanal gar nicht. Darum, Gaming-Kanäle. Was ist der Pumpkin? Hallihallo. 50p. Ja. Kennst du den? Diepie? Ja, warten wir noch ein Jahr, dann überholen wir nicht den. Ja, ist gut. Nee, ist gut. Let's Play so laden. Kennst du den Markiplier? Markiplier. Jacksepticeye. Fuck ist das? Musik. Was magst du wieder? Oh. Es ist ein Licht abgegangen. Kurt Hugo Schneider. Kenn ich nicht. Oha! Okay, gut genug. Dodie Clark, kenn ich auch nicht. 1,7. Ja, 1,7. Kann man kennen. Ja, also nicht ganz so viel wie mir, aber ja. Conor Maynard, den kennt man. Ja. Aber sie haben ihn falsch geschrieben. Ja, man schreibt nicht mit dem. Steht nur sogar im Thumbnail. Blick! Und natürlich der einzige war. Oh shit! Der Crispy Robert Robson. Ja. Sein größter Traum war es, eine eigene Kochsendung zu haben. Nachdem er sich auf YouTube eine Community aufgebaut hatte, fing er auch an, seine Lieblingsrezepte zu kochen. Crispy Rob ist für seine Liebe zum Käse bekannt. Okay, kommen wir zur Kategorie Lifestyle. Da hatten wir natürlich auch die Klassikerin, nämlich Bibis Beauty Palace. Jetzt kommt eigentlich die Person, die uns wirklich interessiert, nämlich die Yusuf. Ich weiß nicht, wer die alles kennt, aber wir... Ich meine, wer kennt es nicht? Studi Live. Also die Yusuf, die kennen wir beide persönlich und ist richtige Rotzspaß, ich verstehe überhaupt nicht, wieso die da aufgelesen worden ist. das ist einfach manchmal ein bisschen ratchet. Yusuf, wenn du das siehst, dann siehst du das. News! News hat nur jemand in der Kategorie. Weißt du, sie haben am Anfang geschrieben, in jeder Kategorie sind 3 aufgelistet. Du hast es. Also, hier also jeweils 3 bekannte YouTuber zu den wichtigsten Themenbereichen. Scrollen wir zu News. Floyd. Da kommen wir zu den USA. Ja. Und vor allem ist der Logan und der Jake einfach mal in eine Kategorie genommen worden. Ja. Jenna Marbles. Also die würde ich schon. Aber ist das nicht die grösste YouTuberin von der Welt? Ich bin mir nicht sicher. Oder ich bin vielleicht immer noch ja. Aber da haben wir auch, sind wieder einfach 2 anstatt 3. England! Ohne Scheiß, die Kategorien sind so random. Wieso macht man... Okay gut, doch USA News, ja, aber England, okay gut. Casper Lee muss man natürlich auch kennen und dann Suella. Ich habe immer gemeint, dass die Schweizerin ist. Wieso?
Keine Ahnung. Welche Zoe Pastella? Ja. Zoe Pastella. Wieso ist der nicht KSI? Oder irgendeiner von den Sidemen? Oder Minimeter oder... Einfach Sidemen. Jetzt kommen wir langsam hier in die Richtung Deutschland. Natürlich der Julian Bam. Mir relativ egal. Jetzt müssen wir blurren. Also noch etwas sagen. Jetzt kommt die wichtigste Kategorie von allen. Auf die wir alle gewartet haben. Wir scrollen runter. Oh, Auch die Schweiz hat einiges zu bieten. Ja. Markus Galaxus. Ja. Muss man nicht viel zu sagen. Natürlich sind seine Videos auf Schweizerdeutsch. Achtung jetzt, sein Humor ist unübertrefflich. Und auch im Rap ist er neuerdings zu Hause. Mit dem Rap an der Stelle muss ich mich verabschieden. Auf dem zweiten Platz, oder einfach als zweiten Platz, haben wir der Adi Totoro. Absolut kein Plan, wer das ist. Muss ich jetzt auch sagen, sieht auf dem Thumbnail auch ein bisschen aus wie ein Spasti. Ja, schon ein bisschen. Wer Mark Galaxy kennt, der kennt auch Adi. Und umgekehrt natürlich. Viele, ja. Da die Schweizer YouTube-Szene noch nicht sehr groß ist, kennen sich die Bekanntesten untereinander und auch und drehen zusammen. Adi Totoro ist abgesehen von diesen Kollaborationen noch für seine... Das ist so geil, es kommt so rüber. Eigentlich kennt man mich nur, wenn ich mit ihnen eine Kollaboration mache. Ansonsten macht er noch ein paar Saltos. Aber ich check es nicht, wieso es steht am Anfang vom Artikel, wir haben in jeder Kategorie 3 und dann sind es am Anfang mit 3 und dann sind es immer nur 2 und dann manchmal 1. Ja. Macht einfach nicht so viel Sinn. Aber, wir schreiben jetzt einen Kommentar. Guten Tag, Herr Blick am Abend. Okay, lassen wir es nochmal schnell. Okay. Guten Tag, Herr Blick am Abend. Meine Kinder schauen auch immer diese Online-Videos auf der obigen Plattform. Ihr wesentlich gut gelungener Artikel hat auch mir im höheren Alter geholfen, einen Funken Freude an dieser Art von Videos zu finden. Auch wenn es mir immer noch sehr schwer fällt, meine Hand vom hochgeliebten Fernsehapparat zu trennen. Dankeschön, oder wie man auf Baseldeutsch sagt, ein herzliches Dankeschön. PS, am besten finden meine Kinder Mark Galaxy und Adi Totoro. Oh! 1. Oh! Instant Post! Instant Post! Ja, könnt bitte den Kommentar liken, er ist unter der Videobeschreibung verlinkt. Okay, jetzt ist er schon wieder weg. Komplett das zweite Licht ist auch noch abgegangen. Adi, du hast deine Lichter wieder gut geladen gestern oben. Mal kurz Applaus von dem. Und darum, an dieser Stelle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wollt ihr euch den Kanal zu abonnieren? Ja, und eben, man sollte uns halt einfach kennen, laut Blick am Abend. Darum, ja, zeigt uns ruhig euren Kollegen, Kolleginnen, eure Mütter, Väter. Was ich noch kurz sagen wollte, ich finde es nice, dass Blick am Abend auch 2 Schweizer YouTube-Videos hat. Ja. Auch weil so 20 Minuten Blick am Abend all die Medien immer wieder so kritische oder komische Beiträge über die YouTube-Szene gemacht haben. Darum finden wir es nice. Wir haben das Glück gehabt, dass es gerade wir 2 gesehen sind, die in dem Artikel gesehen sind, was uns natürlich freut. Aber allgemein finde ich es auch schön für die YouTube-Szene. Und das ist jetzt meine moralische, emotionale Anspruch gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Like das Video, abonniert den Kanal und kann den Dings mal aufhören zu schallen. Ah, das ist so krass! Wow! Abonnieren! Glocke aktivieren! Macht das auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut noch beim Markus Galaxus vorbei und dann würde ich sagen, Peace und Lümli.